Weißt du, wie viele Menschen in der Schweiz nicht wissen, wer ihr biologischer Vater ist? Samenspenden sind von ihren Anfang in den 1970er Jahren bis 2001 komplett anonym abgelaufen. Den Eltern ist sogar aktiv dazu geraten worden, niemandem davon zu erzählen, besonders nicht ihren so entstandenen Kind. Man hat damals gedacht, das sei das Beste für die kindliche Psyche. Viele Eltern mussten sogar eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Was damals niemand wissen konnte, wie einfach dass es 25 Jahre später wird sein, das sicher geglaubte Geheimnis zu lüften. Ich habe 2025 einen DNA-Test gemacht und die Ergebnisse haben mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Plötzlich bin ich kein Einzelkind mehr, sondern habe 4 Halbgeschwister gefunden. Und eine davon, meine Halbschwester, habe ich eigentlich schon seit 20 Jahren kennt, ohne dass wir irgendetwas von unserer Verwandtschaft geahnt haben. Ich bin Journalistin, bin mal ehrlich. Und ich habe meine Geschichte aufgeschrieben, weil ich glaube, dass es nicht nur meine ist. Du kannst sie jetzt lesen auf mal-ehrlich.ch/Spenderkind oder via Link in Bio.